Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Match. Und heute geht's mal, wie es oben steht. Ja, es steht oben und nicht unten. Es steht oben. Um die Collectors Editionen. Und ein Beispiel habe ich dabei. Und was ich halt von denen halte und ob ich die mag und warum und ich begründe und so ein Scheiß. Und das mache ich jetzt mal, ne? Also, ich finde, die sind geil. Also, Collectors Editionen ist eine super Idee und können auch manchmal ein Kaufgrund für ein Spiel sein, auch wenn man es schon hat oder wenn man es schon kennt oder wenn man es gar nicht mag. Hauptsache, ich finde, der Inhalt ist geil. Und bei geilem Inhalt würde ich mir echt irgendwie jede kaufen, wenn natürlich das genügende Geld vorhanden ist oder einfach das genug billig ist, ja. Ich finde einige, ja, scheiße, ne? Zum Beispiel bei Fable 2 habe ich gesehen, da gibt es auch eine Collectors Edition. Und die ist halt ein bisschen, ja, scheiße. Es ist angeblich drin, ja, 4 Karten, also 4 große Spielkarten, ne? Und noch so ein Scheiß. Geh mir aus dem Weg, du verdienst zu sterben. Meine Fresse. Sorry, ist mir wurscht. Oh, jetzt sterbe ich noch wegen dem, hey. Also, bei Fable 2 finde ich es irgendwie so, dass es ja ein bisschen, ja, scheiße ist, weil man kauft dann eben die Collectors Edition und dann ist da kein Code drin. Man muss das ausdrucken mit seinem Drucker. Einfach das, ja, die 4 wunderbar tollen besonderen Kartendinger soll man ausdrucken mit seinem eigenen Drucker, finde ich ein bisschen scheiße. Dann ist noch scheiße irgendwie, dann fehlte noch was, also echt eine richtig schlechte Edition eigentlich. Und sowas hat man halt nicht gerne, ne? Also man will ja schon was haben. Was drin steht, will man auch haben. Und bei solchen Sachen, oder was halt viel zu klein ist, zum Beispiel Dead Space 2, in der Collectors Edition von Dead Space 2 war es so, ja, da war der Plasma-Cutter drin, aber der war viel zu klein und auch scheiße bemalt und also echt richtig schlecht halt einfach. Und das will man halt nicht, das will niemand und deswegen ist sowas halt nicht gut, ne? Man denkt, oh, die ist ja riesig. Ja, man, ich kann sie in die Hand nehmen. Und dann kann ich mit 2 Fingern die zerbrechen irgendwie. Ist halt scheiße. Im Prinzip finde ich die saugeil. Ich wünschte mir auch mehr, aber bloß mit geilerem Inhalt. Die können von mir aus, ja, was heißt noch teurer werden? Es gibt schon teure Collectors Editions, die ich finde ein bisschen zu teuer sind. Ja, es ist klar, wenn man kein Geld hat zurzeit, kann man sich einfach normales Spiel kaufen. Zum Beispiel der Vergleich jetzt Dead Island Riptide natürlich, und ich vergleiche dann nochmal die Dead Island normale Version Riptide und die Dead Island Riptide Collectors Edition. Die normale kostet, wenn man sich's kauft, ja, zwischen 40 und 50 Euro. Wenn man aber es lieber vorzieht, die Collectors Edition zu kaufen, dann hat man ziemlich Pech gehabt, weil da ist es folgendes: Das Ding kostet für den PC 100 Euro, weil da eben Ingame-Items drin sind und das Geilste, was ich glaube jeder haben will, der 32 cm große, ungefähr, ja, 2,5 Kilogramm schwer wiegende Frauentorso. Da ist ein Torso drin von einer Frau, also bloß der Torso, blutüberschmiert und handbemalt. Arme abgehackt und Kopf abgehackt. Das schaut so geil aus, hey. Es schaut also cool aus. Ich fand es nicht geil, oh, jetzt habe ich aber gleich, ne, ich freue mich jetzt. Nein, es schaut einfach echt super cool aus. Und deswegen will ich das Ding schon, ja. Andere regen sich auf, oh, das kann man doch nicht machen. Oh, sowas Geschmackloses. Ja, dann würde ich auch gleich das Spiel verbieten, hey. Ja, meine Fresse. Wenn es mir nicht gefällt oder ich es nicht mag, dann muss ich es ja nicht kaufen oder anschauen. Ich kann mich über alles aufregen auf der Welt und das bringt nichts. Und genau sowas, da kann ich mich gleich über, oh, jetzt bin ich aber gegen den Schrank dagegen gelaufen. Warum steht mir jetzt der Schrank im Weg? Oh mein Gott, ich finde, ich müsste den Schrank verkaufen. Ja, sowas ist es doch. Braucht man doch nicht hier, Scheißdreck. Also, voll übertrieben, über sowas aufzuregen. Und ich finde es halt sau cool, ja.
man kann es mögen, nicht mögen und einem egal sein. Und da muss ich halt sagen, ich finde es sau cool. Ja, die, wo es sau doof finden, die sollen sich halt nicht dafür Ding oder was, ja. Ach nee, sagt sorry, okay, kein Ding. Und ja, also ich finde das auf jeden Fall sau cool. Fuck you! Und ich habe auch so eine echt krasse Collectors Edition gesehen von, ja, ich habe eine Collectors Edition gesehen. Danke. Von God of War. Und God of War, die Collectors Edition, die schaut ja so geil aus. Da drin ist, also, das besteht eigentlich aus der Büchse der Pandora. Das ist im Spiel, im zweiten oder dritten Teil ist es. Und da muss man dann irgendwas raus. Dann im zweiten Teil tut man was rein, glaube ich. Auf jeden Fall große Kiste der Pandora. Da sind alle Spiele drin und noch Artbook und allen Scheißdreck und sowas halt. Das schaut so geil aus, ey. Das schaut halt wirklich mega geil aus. Und die kostet 200 Euro. Es gibt von Bioshock eine, die finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Bioshock 1, da ist nur eine Figur drin, ungefähr 30 cm groß, von einem Big Daddy. Und das war's auch schon. Und kostet auch ungefähr 200 Euro. Man kann aber andere Figuren kaufen, die größer sind und nur 20 kosten. Also da ist es ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja gut, es ist ein Spiel dabei und so, aber trotzdem finde ich das noch zu teuer. Weil halt da mir zu wenig drin ist. Zu wenig Material. Ich finde den Torso finde ich sau cool, den will ich haben. Ich würde mir, es gibt so coole, hey. Und ich finde das schon eine schöne Sache. Ich finde auch so Limited Editions schön. Das ist cool, wenn man so, ja, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, ein Spiel und davon ist halt limitiert ein winziges Auto dabei. Oder von GTA 4 die Collectors oder Limited Edition. Da ist ja auch irgendwas dabei, das ist ja auch ganz cool und so. Sowas finde ich cool, ja, wenn man da mal, also wenn man das Spiel wirklich saugeil findet und das Ding, wo dabei ist, echt geil ist, würde ich sagen, ja, ich ziehe schon die Collectors vor, auch wenn es teurer ist. Obwohl ich mir in letzter Zeit eigentlich bloß, ja, PC-Spiele, wenn dann, billiger kaufe. Und ich habe jetzt zurzeit echt gar keine Konsole gespielt oder gekauft. Ich habe mir jetzt God of War 4 bestellt, die normale Version leider, muss ich sagen, weil die Collectors Edition ist mir ein bisschen zu wenig auch. Also, das ist mir halt, das muss halt ausgeglichen sein, das ist es halt bei der nicht. Bei der God of War 4 Collectors Edition ist dabei irgendwie das Spiel, dieses Steelbook und eine kleine Figur. Das ist mir zu wenig. Ich will da mehr. Ich will da viel mehr irgendwie. Und ich finde, wenn sich das wirklich lohnt, wenn da echt viel drin ist, dann kaufe ich das auch gerne. Also zum Beispiel hier das Pack, ja, das riesige, das Pandoras-Ding hier, das ist auf jeden Fall Geld wert, hey. Da würde ich schon, ich bin da echt bereit, 150 zu zahlen. Ich mache es aber nicht, weil ich es mir billiger kaufe und halt auf die Büchse verzichte. Kannst du mal weggehen? Ja, danke. Und einfach, ich finde halt schon, es sollte, ja, angepasst sein. Ich will ja auch nicht ein Spiel kaufen für 50 Euro, wo ich dann 2 Stunden spiele. Wie Homefront. Ja, Story-Modus, 2 Stunden. Lachhaft. Sowas will man nicht spielen. Das kann man, ja, das ist ja, da ist ja der, Download-Contest von Spielen, die irgendwie $5 kosten oder 5 oder 4 Euro, kosten mehr drin als bei einem Vollpreisspiel. Das darf halt nicht sein. Und so sehe ich es halt auch bei Collectors Editions. Wenn echt viel drin ist, kaufe ich es gerne, bin ich bereit. Und ich denke, ich werde auch die kaufen von Dead Island Riptide. Muss ich dazu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen Konsole und PC zu wählen, nehme ich vom Spiel her eigentlich immer den PC, weil es zum Aufnehmen einfacher ist und ich habe einen echt epischen PC, deswegen kann ich alles auf echt krasser Grafik spielen und da finde ich halt immer noch, wenn es Spiele gibt, wie zum Beispiel Dead Island Riptide, dann kaufe ich mir die Collectors Edition für PC, weil es immer noch 20 Euro billiger ist, ja. Die Konsolenversion kostet 120, die für den PC 100. Und ich finde den Preis für eine handbemalte Figur, ja, gut. Ich werde mal schauen, ob ich das irgendwie bekomme über eBay oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt da schon Asuras Wrath bekommen für Xbox 360 für 10 Euro. 10 Euro für ein cooles Xbox-Spiel, geil, oder?
Und ja, ich würde mal gern eure Meinung wissen zu Collectors Editionen, ob die nötig sind, ob ihr schon einmal eine gekauft habt oder ob ihr gern oder welche ihr haben würdet. Gerne, würde mich auch interessieren. Ja, vielleicht kann man sich da mal zusammenschreiben. Ich will die, ja, ich auch. Ja, gut, tschüss, ne? Ja, so in der Art. Wäre ziemlich cool. Und dann trifft mich keiner, weil ich so unsichtbar bin. Ha, 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 ha. Ja, noch ein bisschen komisch rumragen hier. Und jetzt mal eine ganz andere Frage. Ich habe im Livestream neulich, ja, ich streame live, auch bald öfter wieder. Das wird immer auf Facebook angesagt. Ja, verpasst auf keinen Fall die Facebook-Nachrichten. Liked mein Facebook-Profil. Da könnt ihr immer die Livestreams sehen, wenn die sind. Neulich wieder 2 gehabt. Ja, 2 Stück. Ja. Da wurde gefragt, ob ich mal ein Let's Read machen soll. Aber ich denke, das ist, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich habe so eine schöne, beruhigende Stimme, die ich zwar gerade nicht sprechen kann, aber normalerweise klinge ich nicht so doof wie jetzt gerade. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön. Tschüss. Bis dann. Ne? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ist eine Collectors Edition sinnvoll? Nötig? Habt ihr die gerne? Wenn ja, welche? Und ja, ich habe eigentlich 2 Collectors Editionen. Die finde ich aber jetzt gerade nicht. Ja, die kann ich in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt so schön.